Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Boris Besiak und ich freue mich sehr, heute an eine ganz besondere Gästin begrüßen zu dürfen, Caroline Fernolent aus Rumänien. Caroline ist seit vielen Jahren eine der wichtigsten Stimmen im Bereich des Schutzes und der nachhaltigen Entwicklung des kulturellen Erbes in Rumänien und darüber hinaus. Als Präsidentin der Mihai Eminescu Trust Foundation hat sie entscheidend dazu beigetragen, historische Dörfer in Transsilvanien zu bewahren und die Menschen vor Ort aktiv in diesen Prozess einzubeziehen. In unserem heutigen Gespräch wollen wir darüber sprechen, wie kulturelles Erbe nicht nur bewahrt, sondern auch gelebt werden kann, wie Gemeinschaften zu Hütern ihrer Geschichte werden und wie das Bewusstsein für Tradition auch neue Perspektiven für die Zukunft eröffnet. Wir werden erfahren, was eine Heritage Community wirklich bedeutet, wie Kultur und Nachhaltigkeit zusammenwirken können und warum der Schutz des kulturellen Erbes letztlich eine Investition in die Menschen selbst ist. Dieser Podcast findet im Rahmen des Projekts Smer Kulturna Dediščina statt, das vom Ministerium für öffentliche Verwaltung der Republik Slowenien finanziert wird. Frau Fernolent, herzlich willkommen. Es ist mir eine große Freude, Sie hier heute zu haben. Wie hat eigentlich Ihre persönliche Reise im Bereich des kulturellen Erbes begonnen und was hat Sie dazu motiviert, sich für den Schutz der Gemeinschaften in Transsilvanien einzusetzen? Erstmals, guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich bin, sehr geehrt, in diesem Podcast mitzumachen. Ja, ich bin in Deutsch-Weißkirch, Viscri rumänisch, geboren in einem kleinen Dorf in Siebenbürgen, wo eine traditionelle sächsische Gemeinschaft, die schon 1142 aus der Gegend von Luxemburg in diese Gegend gezogen ist. Und ich hatte das Glück, in einer, sage ich heute, perfekten Gemeinschaft aufzuwachsen, in einem Gemeinschaftssinn, wo die Nachbarn sich geholfen haben beim Reparieren der Scheune oder des Hauses, bei einer Beerdigung, bei einer Hochzeit. Also wir haben diese Gemeinschaft wirklich gelebt. Und dann kam 89 im Dezember der Umsturz. Und ich war so glücklich, dass endlich die Ära des Kommunismus aus war. Aber leider bedeutete das auch das Ende von unserer Gemeinschaft, weil 90% oder über 90% in manchen Fällen der sächsischen Dorfgemeinschaft ist nach Deutschland gegangen in den ersten Monaten des Jahres 1990. In meinem Dorf, von 300 Leuten, die im Januar 90 waren, waren dann im Dezember noch 68 und die meisten waren es alte Leute. Also war für mich das ein harter Schlag. Ich hatte meinen Mann überzeugt, nicht nach Deutschland zu gehen, weil ich das Gefühl hatte, die Verantwortung nach der Arbeit all meiner Vorfahren, die an diesem baulichen Kulturerbe mit viel Mühe und vielleicht schwerere Zeiten durchgemacht haben, gearbeitet haben, das so dazulassen, ohne dass jemand das besorgt. Wir waren immer ein armes Dorf, haben von Landwirtschaft gelebt, aber dadurch, dass die Gemeinschaft so stark verbunden war, konnten wir unser bauliches Kulturerbe erhalten und eine schöne Kirchenburg bauen. Es gibt in Siebenbürgen, es gab 250 solcher Kirchenburgen, die diese Gemeinschaft erbaut hat. Ähm, und no 7 davon sind auf der Liste des Weltkulturerbes, UNESCO-Weltkulturerbes, auch unsere Kirchenburg. Aber da stehen heute nur noch 150 von den 250. Es ist ein großartiges Erbe, das wir haben
und die Pflicht haben, das zu erhalten für die nächsten Generationen. Also, das habe ich 90 als meine Aufgabe gesehen, als meine Pflicht, zu versuchen, dieses, Kulturerbe meiner Vorfahren zu erhalten. Und die Gemeinschaft, die hauptsächlich aus, der ethnischen Gruppe der Roma besteht, auch heute, auch damals, einen Bezug zu diesem, Kulturerbe bekommt, es erhält und davon einen Nutzen hat. Ähm, Es war nicht einfach, die ersten 10 Jahre habe ich viel versucht. Ich habe viel Bukarest bei den Behörden, lokalen Behörden, aber keiner glaubte, dass ein kleines Dorf wie Deutsch-Weißkirch, wie ähm, wert ist, dass man da investiert. Und, so hatte ich dann das Glück, 2000, durch eine Dame aus England, die, den Charles, heute König Charles III. Kannte und die ihn nach Rumänien gebracht hat, und er wurde dann zum Schutzherr unserer Stiftung, unseres Vereins. Wir sind ja eigentlich ein Non-Profit-Verein. Er hat gleich am Anfang, wenn er Polo gespielt hat oder, Gelder uns, geschenkt, gegeben unserem Verein. Aber, seit 2006 leben wir oder können wir die Projekte durchführen dank der europäischen und, norwegischen nationalen, Grants, also Gelder, die man beantragen kann. Ich bin, heute sehr glücklich über das, was ich in den letzten 35 Jahren erreicht habe, nicht nur für mein Dorf. Es ist wieder eine Gemeinschaft hier in meinem Dorf, die anders ist als die sächsische, aber es ist ein starker Gemeinschaftssinn. Wir haben 19 junge Familien, die in unser Dorf eingezogen sind, die bei uns wohnen, 15 von denen jeden Tag bei uns wohnen und die sich einsetzen für die Gemeinschaft. Ähm, also, es hat sich gelohnt, die ersten Jahre, ja, nicht aufzugeben und einen langen Atem zu haben bei jedem Projekt, denn in Rumänien ist die Bürokratie sehr, sehr tief verwurzelt und, ich habe aber immer gedacht, ich muss es durchsetzen, ich werde es durchsetzen und habe es dann auch durchgesetzt. Und, heute in einem Dorf von 500 Einwohnern haben wir, etwa 70.000 Besucher im Jahr, haben 150 Betten, die von verschiedenen Leuten verwaltet sind im Dorf. Wir haben 7 Restaurants. 3 von den Restaurants sind von Roma-Familien, gehören Roma-Familien an, und, zahlreiche Gästehäuser. Also, ähm, wir haben gezeigt, so wie auch die Pharao-Konvention das sagt, dass man das Kulturerbe zum Nutzen der nachhaltigen Entwicklung, einsetzt, ohne Diskriminierung. Alle Leute, die arbeiten wollen, haben einen Platz zum Arbeiten bei uns. Der Lebensstand ist sehr gewachsen in den letzten Jahren und das, macht mich sehr glücklich. Ja. Vielleicht eine Frage noch dazu. Äh, Was verstehen Sie unter einer Heritage Community und warum ist es so wichtig, dass die lokale Bevölkerung selbst die Verantwortung für ihr kulturelles Erbe übernimmt? Ja, Heritage Community, verstehe ich oder interpretiere ich so, dass man das, was existiert rund um uns, nicht nur das bauliche Kulturerbe, sondern auch das Natürliche, die Natur, die Traditionen, die Gastronomie, dass man die nachhaltig und authentisch nutzt. Ähm, und eine Heritage Community ist für mich eine Gemeinschaft, die versteht, die den Wert versteht, die weiß, dass sie das nicht auf einmal alles nutzen oder
benutzen soll, sondern erhalten für sich dazu beizutragen, das zu verbessern für die nächsten Generationen und dadurch ein besseres Leben zu führen. Zum Beispiel die Gastronomie. Die Leute, die Dorfgemeinschaft nutzt alle Sachen aus dem Dorf, das Fleisch, die Gemüse, hm, Eier, alles, Milchprodukte. Dadurch wird auch eine Dorfwirtschaft Wirtschaft entwickelt, die auch dazu führt, dass diese Heritage Community bewusst mit dem umgeht, was um sie herum sich befindet. Eine Heritage Community ist sich bewusst, dass sie vom Nachbarn das Hausbrot kaufen soll, nicht aus einem Laden aus der Stadt, weil das dazu beiträgt, dass der Nachbar, der das Brot bäckt, Geld hat, sein Haus, seine Scheune zu erhalten und dadurch das Dorfbild, das Dorfensemble. Es ist wichtig, nicht nur einzelne Häuser zu erhalten, sondern das ganze Dorfensemble, äh, ganze authentische Umgebung. Mhm. Ja, Sie haben mir damit auch schon meine dritte Frage beantwortet und ich bin erstaunt über die Antwort. Meine nächste Frage wäre, welche Rolle spielt die internationale Zusammenarbeit auch zwischen Ländern wie Rumänien, Slowenien und zum Beispiel auch anderen? Wir kennen uns ja über die Faro-Konvention, die da mitwirken, also beim Schutz der Wiederbelebung des Kulturenerbes. Ähm, als 2014 die ersten Vertreter von dem Europarat nach Deutsch-Weißkirch kamen, um zu sehen, ob wir die Prinzipien der Faro-Konvention angewendet haben, war ich schon sehr stolz, dass jemand vom Europarat kommt, um zu sehen, was wir hier tun. Ähm, als ich die Prinzipien der Faro-Konvention verstanden habe, nicht gelesen habe, denn es ist nicht so einfach, sie zu verstehen, habe ich gedacht, das ist doch genauso das, was wir tun. Und so war es. Sie haben das ja auch bestätigt dann. Und so wurden wir als ein Best Practice Example für Europa, nicht nur für Rumänien. Und das macht mich und uns sehr stolz. Aber ich lerne jedes Mal, wenn ich zu einem Treffen dieses Faro Networks komme, zum Beispiel jetzt letztes Mal in Novi Sad, ich komme immer sehr reich nach Hause durch die Gespräche, die wir mit den Leuten aus den anderen Ländern führen, mit eurem einmaligen Projekt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Museum gibt, ein Museum of Madness. Und ich bin fasziniert von den Sachen, die ihr macht. Und das ist eine Bereicherung für uns, die wir uns treffen. Und dann können wir diese Bereicherung und das, was wir lernen voneinander zu Hause in unseren Projekten anwenden. Das kann man nicht bezahlen. Das ist so wertvoll für mich persönlich und für meine Dorfgemeinschaft und für den Mihai Eminescu Trust. Wir arbeiten ja in 45 Dörfern und jede Gemeinschaft ist anders. Freilich können wir nicht das genau so umsetzen, wie ihr das macht. Aber wir können uns inspirieren und das an unsere Gegebenheiten anpassen. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Und gerade für mich in Rumänien, für uns in Rumänien, die ein geschlossenes Land waren bis 90, dass wir mit keinen Ausländern sprechen durften oder nicht ins Ausland gehen konnten. Für mich ist es dann noch einmal ein doppeltes Geschenk, diese Möglichkeit zu haben, im Ausland, einmal zu zeigen, was wir hier in Rumänien tun und dann von den anderen, Leuten von den an aus den anderen Ländern lernen. Und ich hoffe sehr, dass wir nächstes Jahr bei euch unser Faro Network Treffen haben, wenn ihr das, zu dazu stimmt.
um das auch wirklich so in Wirklichkeit zu sehen, was ihr macht. Und ja, das ist wunderbar. Ja, also wir freuen uns natürlich sehr auf dieses Treffen und wir werden alles tun, dass es auch natürlich dazu kommt. Jetzt eine ganz wichtige Frage. Was glauben Sie, wie können junge Generationen stärker in den Schutz des Erbes eingebunden werden? Weil Sie arbeiten ja mit einer sehr breiten Population und sicher wäre Ihre Meinung, würde unsere Zuhörer dazu sehr interessieren. Ja, ganz am Anfang, 2000, als ich mit diesem Revitalisierungsprojekt begonnen habe, mit durch den Mihai Eminescu Trust, ähm, hatten wir die Leute, die keine Arbeit haben wir ausgebildet als Handwerker. So hatten sie ein Handwerk, haben ein Einkommen und durch ihre Arbeit auch einen Bezug zu der Kultur. Aber das ganz wichtigste Punkt war für mich, dass sie Geld haben, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Denn Bildung ist der Schlüssel zum Fortschritt. Das, das war schwer in meinem Fall, weil die Roma-Gemeinschaft denkt, ja, meine Kinder werden sowieso nichts lernen, sie werden sowieso nicht alles machen als Kühe melken oder aufs Feld gehen. Und deshalb war es schwer, ähm, die Leute zu motivieren, dass sie es verstehen, die Kinder zur Schule zu schicken. Nach ein paar Jahren, nach 5, 6 Jahren haben wir dann begonnen, sehr gezielt mit Kindern vom ersten Schuljahr bis zu 15 Jahren zu arbeiten. Sie sind die Zukunft. Und wir haben jedes Jahr Summercamps mit Kindern aus verschiedenen Dörfern, die wir für 10 Tage einladen in eines der Dörfer, wo sie sich treffen mit Handwerkern, mit zum Beispiel mit den Weberinnen. Sie lernen weben, sie lernen auch mit dem Schmied, wie der Schmied arbeitet. Sie machen aber auch Theaterstücke über, über die Kultur, über einmal hatten wir so ein schönes Projekt und das wiederholen wir sehr oft, kleiner Architekt, damit die Kinder ihres Dorf, wie sie es sehen in 50 Jahren, was sie wünschen, wie soll ihr Dorf aussehen in 50 Jahren, damit sie bewusst, dass sie etwas bestimmen können für die Zukunft. In letzter Zeit, in den letzten Jahren, haben wir vieles auch mit Street Arts gemacht, zum Beispiel aus Abfällen, dass sie verschiedene Masken gebastelt haben. Bei uns ist die Möbelmalerei, die traditionelle, einfache Möbelmalerei, das machen wir auch jedes Jahr. Das ist sehr, sehr, sehr geliebt von den Kindern, von den Kleinsten bis zu den Größeren. Und wir denken, wenn wir den Kindern schon in diesem Alter diese Handwerke, diese Traditionen, diese Sachen nahebringen, werden sie das schätzen in Zukunft und erhalten und sehen, wie wichtig es ist, das weiterzugeben dann an ihre Kinder. Also die Arbeit mit den Jugendlichen und mit den Kindern ist sehr, sehr wichtig im Kulturerbeerhalt. Aber man muss wahrscheinlich auch sehr viel Konsistenz mitbringen, dass man die Kinder wirklich, so wie Sie gesagt haben, über die Jahre denen bewusst macht, was kulturelles Erbe und ihr eigenes Erbe eigentlich ist, oder? Ja, so ist es. Deshalb ist das jedes Jahr, jeden Sommer haben wir diese Workshops und wir haben schon die ersten, Jugendlichen, die bei uns als Kinder begonnen haben, die sind jetzt Freiwillige. Die liken jetzt diese Summercamps und machen mit und wir sind ja ein sehr kleines Team, 5 Leuten, also brauchen wir immer Unterstützung. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass viele von den kleinen Kindern, die, vor 10 Jahren begonnen, dass die jetzt das weiterführen. Und, freilich muss man das immer sehr interessant machen. Und man muss
zwischen den Arbeiten immer Spiele einsetzen. Und ähm, ein gewisser Kollege, Scholz, der sehr schön die Möbel bemalt, der der ist sehr, sehr gut. Der sagt immer: „Ich kann auch 40 Kinder nähen auf einmal. Die anderen, die wollen nur 15." Die sagen, mit 15 ist genug, ich kann nicht mehr überwachen, aber er nimmt 40 Kinder und er schafft das, weil er die so motiviert und so er hat so eine Art, auf die Kinder einzugehen, dann dass er die immer mitnimmt. Und dann machen sie eine Pause, dann rennen sie, dann machen sie was, damit sie die Energie loswerden. Und freilich muss man da am Ball bleiben mit den Jugendlichen. Das ist immer wahr, wirklich wahr. Ja, man könnte sagen, ne, man muss die Zeit leben mit den Kindern, ne? Nicht einfach, irgendwie vorprogrammieren oder abarbeiten, ne? Das Leben ist wichtig wahrscheinlich. Ja, so ist es. Und, was wir noch machen, ist, dass sie auch die Raumarchitektur, verstehen irgendwie, dass sie bauen aus Schachteln ihre Zimmer, ihre Betten. Es ist wichtig, damit sie auch handwerklich das sehen und, wir bilden sie auch aus, in Schäßburg, in der Stadt, wo unser Büro ist, Ischwara, als, kleine Reiseleiter, damit dann was meinen Sie, was wichtig ist, in Ihrer Stadt? Denn es ist so, dass viele Menschen, die mit dem alltäglichen Leben so beschäftigt sind, ihr Geld zu bringen für die Familie, dass sie nicht Zeit haben, den Kindern über die Geschichte zu erzählen der Stadt, über die Traditionen. Und dann füllen wir ein bisschen dieses mit unseren Workshops und mit unseren Summercamps. Genau, was Sie gesagt haben, deswegen sind, auch, NGOs, Sie haben auch gesagt, dass Sie eine Non-Government Organization sind, so wichtig, ne? Weil sie einen Teil, der Arbeit übernehmen können, die die Menschen heutzutage wegen der Beschäftigung auch, nicht selber, erfüllen können. Jetzt, meine letzte Frage an Sie wäre: Wie sehen Sie die Zukunft der Heritage Community in Europa und was würden Sie kleinen Gemeinden raten, die ihr kulturelles Erbe lebendig erhalten möchten? Ich bin ein positiver Mensch, habe sehe immer nur das Positive in allem. Deshalb, glaube ich, dass gerade diese heutige unruhige Zeit uns näher unseren Wurzeln bringen sollte und wahrscheinlich auch bringen wird, dass wir mehr auf unsere nächste oder naheliegende, ähm, Gemeinschaft sehen und von da unser Leben oder unser alles rausziehen. Ähm, ich glaube, dass man den kleinen Dörfern oder auch den Städten viele Leute sehen nicht die wertvollen Dinge, die um sie herum sind, die sie umgeben, weil es etwas Alltägliches ist. Ich sage ihr immer, jedes kleine Dorf, jede Gemeinschaft hat Potenzial. Man muss es nur finden. Wir Ich frage immer die Leute in den Dörfern: „Was habt ihr, was Besonderes oder mehr wie euer Nachbardorf?" Und dann sagen sie: „Ja." Einer hat mir gesagt mal: „Wir haben Pyramiden." Habe ich gesagt: „Dann müssen wir gleich gehen und die sehen." Es waren ein paar Hügelchen da, aber wenn er glaubt, dass das Pyramiden sind für sie, wird er das auch weiter erzählen und er ist stolz darauf. Also, was ich sagen möchte, ist, dass man den lokalen Stolz es gibt auch einen gesunden Patriotismus und einen Stolz, den man leben darf und den wir leben sollten, für der uns und der Dorfgemeinschaft und der Stadtgemeinschaft zugutekommen kann. Ich glaube, wir sollten, wie ich gesagt habe, an die Proximität, an die Nähe sehen und all das Potenzial, das es da gibt, ausschöpfen und nutzen zur Entwicklung der Menschheit, der Gemeinschaft und zum besseren Leben. Das war und ist auch immer das Ziel für mich, weil wir hier in unserem Dorf sehr arm waren. Und meine größte Motivation neben dem Erhalt der
Kulturerbes war, ein besseres Leben für die Menschen zu schaffen. Und wir haben das geschafft dadurch, dass wir verstehen, das gemeinsame Gut, le bien commun, wie man sagt auf Französisch, das Gemeinsame, das man teilt. Ja, ähm, ich danke Ihnen für alle Antworten und Ihre letzte Antwort war für mich besonders wichtig, weil wahrscheinlich das wirklich das Universelle ist, ne? Dass die Zusammenarbeit, das Verständnis für die Mitmenschen und für die Gemeinschaft ist wahrscheinlich der einzig richtige Weg, auch nicht nur für unsere untermenschlichen Beziehungen, sondern auch für den Erhalt des kulturellen Erbes, dass wir das verstehen. Frau Caroline Vernolent, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und ich hoffe, wir machen noch eins einmal vielleicht und freue mich sehr, dass wir uns so bald wie möglich wiedersehen. Ich danke und ich freue mich sehr und grüße all Ihre Zuhörer.